أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم. Da ihr wahrscheinlich alle die Sura Yasin kennt, werdet ihr erkannt haben, dass ich den Anfang von der Sura Yasin rezitiert habe. Und das wird heute auch das Thema sein. Ich möchte gerne die Sura Yasin durchnehmen. Es wird ein bisschen dauern, weil doch das relativ lang ist. Es ist über 80 Ayah jetzt. Es ist relativ viel Information drin und ich möchte eigentlich Ayah für Ayah durchgehen und nicht nur die Übersetzung mit euch anschauen, sondern auch ein bisschen tiefer gehen und schauen, was eigentlich der Sinn in dem Ganzen ist oder was die tieferen Bedeutungen sind in den einzelnen Ayat. Yasin wird häufig als das Herz vom Koran genannt. Das ist eine schöne Aussage, aber es beruht auf keiner authentischen Überlieferung. Einfach, dass wir das wissen, das ist nichts Schlimmes, wenn man das sagt, aber es ist also nicht ein Sahih Hadith, auf das man sich stützt, wenn man das sagt. Vielleicht noch zum Vorgehen. Ich habe das vorher schon erzählt. Der Koran ist ganz ein grandioses Konstrukt. Und auch wenn manchmal alles ein bisschen so wild durcheinander angeordnet aussieht, es hat alles eine Ordnung, hat alles einen Sinn. Und nicht nur, dass das Wort oder das Kapitel oder die Suren, also die Reihenfolge der Suren oder die Reihenfolge der Ayat eine Rolle spielt, sondern auch die Wortwahl und die Wortreihenfolge. Also nichts im Koran ist im Zufall überlassen. Nichts im Koran ist einfach, ist jetzt halt so, sondern eigentlich hat alles seinen Sinn. Und häufig, wenn wir Koran lesen, dann lesen wir einfach in dem Tempo, wenn ich das vorher vielleicht gelesen habe, einfach durch und man hat es gelesen und wenn man dann noch die Übersetzung, so ungefähr die Übersetzung anschaut, dann liest man es im gleichen Tempo auch durch und hat das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt weiss ich etwas. Aber man legt einfach zu wenig Wert auf den Aufbau des Ganzen, weil im Aufbau drin ist auch wieder eine Message. Und die ist teilweise sehr, sehr interessant und macht das Ganze immer auch sehr spannend. Für mich zumindest. Fangen wir an mit der ersten Ayah. Yasin. Yasin, vielleicht vorher noch, die Sura ist eine mekkanische Sura, also ist vor der Hijra hinabgesandt worden. Das ist aber noch wichtig zu wissen, dass wir ein bisschen ungefähr in der Geschichte wissen, was schon passiert ist oder was eben noch nicht passiert ist, dass man da gewisse Zusammenhang besser begreift. Yasin sind zwei Buchstaben. Ja und Sin. Es gibt verschiedene Ayah, die mit Buchstaben anfangen. Und zum Beispiel Elif Lam Mim, Ha Mim oder eben Yasin oder verschiedene andere auch. Es gibt auch die gleich anfangen, also Elif Lam Mim kommt nicht nur einmal vor. Und über das haben sich natürlich die Gelehrten schon häufig den Kopf zerbrochen, was das eigentlich bedeutet. Und da gibt es auch die verschiedensten Theorien dazu. Schlussendlich, Allahu Alem, wissen wir es nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch keine klare Erläuterung gegeben, wo er sagt, Yasin heisst jetzt das oder Elif Lam Mim heisst das. Aber man hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht und gewisse Schlussfolgerungen sind herausgekommen. Teilweise heisst es so wie ein Code, der mit der Zusammensetzung von der Suren zu tun hat, dass man aufgrund von dem weiss, was woher kommt und so. Heute wollte ich nur eine von diesen möglichen Erläuterungen euch geben. Aber wie schon gesagt, das ist nur eine mögliche Erläuterung. Das ist nicht etwas, was man direkt vom Propheten wissen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das so ist. Ja und Sin, das sind beides das sind Buchstaben. Wenn wir uns überlegen, Buchstaben, für wer machen Buchstaben Sinn? Buchstaben macht eigentlich nur den Sinn, wenn man lesen und schreiben kann. Für einen Menschen, der nicht lesen und nicht schreiben kann, sind Buchstaben ohne Bedeutung. Also einer, der nicht lesen und schreiben kann, der kann zwar reden und die Buchstaben und Worte benutzen,
Aber er könnte ein Wort, das er gesagt hat, könnte er nicht buchstabieren. Also er könnte nicht sagen, jetzt habe ich gesagt und ich schreibe mir ICH. Der will einfach ich sagen und ich ist für ihn Schabes. Also Buchstaben haben nur dann einen Sinn, wenn man lesen und schreiben kann. Jetzt wissen wir aber vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, dass er des Schreibens und Lesens unkundig war, also dass er weder lesen noch schreiben können. Wenn man das weiß, und das ist ein Ayah, wo uns das sagt, das ist jetzt nicht einfach ein Hadith, wo man vielleicht könnte sagen, ja, das ist vielleicht kein echt oder so, sondern es ist wirklich ein Ayah. Und ich muss schauen, ob ich da notiert habe, welche Ayah das ist. Darum glaubt an Allah und an seinen Gesandten, den Propheten, der des Lesens und Schreibens unkundig ist, der an Allah und an seine Worte glaubt und folgt ihm, auf dass ihr recht geleitet werdet. Das ist Surah 158. Also wir wissen, gestützt auf ein Ayah, dass der Prophet nicht lesen konnte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Yasin, wie kann er das sagen? Oder woher weiß er das? Für uns Mu'min ist das eigentlich klar, Allah hat ihm das so offenbart und er tut ja nur das weitergeben, was Allah ihm offenbart. Also für uns ist das nicht so eine grosse Frage. Aber für jemanden, der bestreitet, dass der Prophet oder dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist, für den müssen sich jetzt die Frage stellen, einer, der nicht lesen und schreiben kann, wie kann er jetzt plötzlich kommen mit Buchstaben, die wir jonglieren? Yasin oder eben Elif Lam Mim. Da müsste man also anfangen denken und halt schauen, was für mögliche Antworten gibt es. Wenn einer, der nicht lesen und nicht schreiben kann, jetzt plötzlich mit Buchstaben kommt und sie so einzeln nennt, ist das eigentlich ein Hinweis auf das, dass er jetzt in dem Moment eine Ausbildung genießt. Vorher hat er sie nicht gehabt, wegen dem hat er nicht lesen und schreiben. Aber jetzt hat er eine Ausbildung und aufgrund von dieser Ausbildung kann er lesen und schreiben. Beziehungsweise, nein, er kann natürlich noch nicht lesen und schreiben, aber erkennt er die Buchstaben oder kann die Buchstaben sagen. Auch wenn es eben logischerweise für ihn eigentlich gar keinen Sinn machen würde. Und dann würde sich die Frage stellen, ja, von wem wird er denn unterrichtet? Und das sind einfach so Fragen, die sich vor allem Nicht-Muslime stellen müssten. Woher kommt denn die Bildung, woher kommt das? Und die Antwort müsste sein, für uns liegt es auf der Hand, aber für einen Nicht-Muslim gibt es dann eben auch nicht so viele Möglichkeiten, weil Mekkaner sind unter sich gewesen. Und dort haben viele nicht lesen und schreiben können, als wenn jetzt der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam bei irgendjemandem im Geheimen Unterricht genommen hätte. Dann das ist auch nicht so eine Theorie, die sich verhebt, das wäre ihm rausgekommen, oder das hätte man gemerkt, das hätte man gewusst. Okay, also das eine ist, dass die Buchstaben darauf hinweisen, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam also einen Unterricht bekommt, dass irgendwie unterrichtet wird, in einer Ausbildung ist. Das Zweite, dass er jetzt weniger mit der Bedeutung selber zu tun, aber immer wenn eine Sura mit Buchstaben anfängt, kommt nachher eine Aussage über den Koran. Elif Lam Mim, in der Surah Al-Baqarah. Was kommt nachher? Dhalika al-Kitabu la rayba fihi. Also das ist ganz sicher das Buch, in dem gibt es keinen Zweifel. Also wir haben die Buchstaben und dann kommt etwas über den Koran. Da haben wir das Gleiche, Yasin. Jetzt muss ich kurz selber nochmal schauen. Eigentlich kann ich es auswendig lernen. Genau, weil Koran al-Hakim. Genau, da auch, sondern es geht etwas über den Koran. Und das zieht sich so durch, bei jeder Sura, die mit Buchstaben anfängt, kommt nachher eine Aussage über den Koran. Wenn man jetzt das verbindet mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass der Prophet ja in einer Ausbildung ist und sich jetzt die Frage stellt, ja, wer ist denn der ihm die Ausbildung gibt oder ihn ausbilden tut, dann gibt er eigentlich die Antwort gerade selber. Die Ausbildung kommt vom Koran. Und der Koran, das kann man dann später, wird dann häufig genug gesagt, der kommt von Allah. Es gibt nur eine einzige Sura, die mit Buchstaben anfängt, aber nachher nichts direkt über den Koran kommt. Das ist bei der Suratul Rum. Die fängt an mit Elif Lam Mim
Und dann kommt gerade, besiegt sind die Byzantiner in dem nahegelegenen Land, doch sie werden nach ihrer Niederlage siegen in wenigen Jahren. Allahs ist die Herrschaft vorher und nachher und an jedem Tage werden sich die Gläubigen freuen über Allahs Hilfe. Das ist also Rum, die 30. Sure. Das sind Ayah 1 bis 5 gewesen. Das ist die einzige Sure, die mit so Buchstaben anfängt, aber nachher keine Aussage über den Koran kommt. Das ist nicht, also ja, es ist schon verwunderlich, aber es ist insofern nicht so eine grosse Ausnahme, weil auch das, was da gesagt wird, eigentlich ein Wunder ist. Der Koran selber, wissen wir, ist das grösste Wunder vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und die Aussage hier eigentlich ist auch ein Wunder. Weil da wird, oder da tut der Prophet voraussagen, dass Byzantiner, die eben in einem nahegelegenen Land sind, dass sie erobert werden, aber nach einer sehr kurzen Zeit, und über Hadithe wissen wir, dass die kurze Zeit, dass es sich um 10 Jahre handelt, dass nach 10 Jahren das Byzanz wieder sich befreit. Und also der Byzanz erobert hat, dass der nachher nicht mehr der Herrscher über Byzanz wird sein. Jetzt, das ist eigentlich eine ganz gefährliche Aussage, wenn der Koran oder wenn der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam so etwas sagt. Weil du bist da, die meisten glauben nicht an dich, die meisten zweifeln daran, dass du ein Prophet bist, dass du wirklich irgendwie ein Wissen hast, das von außerhalb kommt. Und wenn du jetzt natürlich so eine Aussage machst, die dann so ziemlich genau ist und sagst, das Land dort, zu dem Land hat keine grosse Beziehung da, wird erobert und in 10 Jahren, also in wenigen Jahren wird es wieder zurückerobert. Dann müssen die Leute nur die 10 Jahre abwarten und wenn sich das Land dann eben nicht wieder befreien könnte, dann wäre eigentlich der ganze Koran in Frage gestellt. Also, dass Allah da so eine Ayah gibt, beziehungsweise der Prophet sie eben erwähnt, ist eigentlich schon wieder ein Wunder für sich, weil im Prinzip geht ja der Prophet, also wenn man jetzt denkt, also im Sinne der Nicht-Muslime, dass der Prophet ja keine Beziehung zum Schöpfer hat, wenn er das einfach von sich aus sagen würde, würde er niemals so eine gefährliche Aussage machen, die ihn so leicht könnte beweisen, dass er eben kein Prophet ist. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht in 10 Jahren passiert, eigentlich ist sehr groß. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass ein erobertes Land sich wieder befreit, kann zwar passieren, aber ja, das ist nicht unbedingt gesagt, dass es passiert. Und dann willst du auch nicht genau wissen, wann. Also das sind Informationen, wo ein Mensch ohne Hilfe von uns oder ohne einen Zufluss das gar nicht könnte wissen. Deshalb ist das zwar, also Surah Rum eine Ausnahme, aber wenn man in Betracht bezieht, dass auch das wieder so ein Wunder ist, also etwas, was er gar nicht von sich aus wissen, dass er also auch da wieder von außen eine Information bekommen hat, also wieder unterrichtet worden ist es doch irgendwo ein gleiches Schema. Wel Qur'an Hakim.